Und auf mich sind gleich die Leute zugelaufen und haben gesagt, du bist doch die Knöpfles-Frau und das ist der Knöpfles-Mann, gell? Ich so, okay. Also dann wussten die über uns auf jeden Fall schon, was wir machen, wo wir noch gar nicht wussten, wer das alles ist. Zum Essen im Allgemeinen fahren wir nach Franken und für Bratwurst im Besonderen nach Coburg. Denn dort gilt das Bratwurstmaß von 31 Zentimetern. Stets nachprüfbar beim Bratwurstmännle am Rathaus. Und davor gibt's die Bratwurst auch zu essen. Gebraten über trockenen Kiefernzapfen, wie es sich gehört. Und zwar das ganze Jahr über, also auch auf dem Coburger Weihnachtsmarkt. Und alle Links nach Coburg findet ihr in den Shownotes. Ich hock in Bayerisch-Schwaben in einem Ort namens Waldstätten und da in der Stube, die mit einem Ofen beheizt ist, von Sandra Müller. Und Sandra Müller ist Posamentenknopfherstellerin. Hallo Sandra. Hallo. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich findest du das total blöd, aber immer wenn ich Posamenten höre, muss ich an fiese Matenten denken. Hat das irgendwie... Fiese Matenten mit Posamenten. Hat das irgendwie einen gemeinsamen Ursprung? Was heißt Posamenten? Ja, also Posamenten ist ein Oberbegriff für textile Zierbesätze. Da können auch jetzt so Quasten und Fransen gehören da auch mit dazu oder bestimmte Art von Borten und eben auch die Knöpfe, diese Art Knöpfe, um die es jetzt hier bei mir geht. Also textile Zierbesatzknöpfe. Ja, genau. Obwohl man damit auch früher geknöpft hat, also jetzt nicht nur zur Zierde die verwendet hat. Wenn ich mir irgendwie ein Hemd kaufe oder so, sind halt Knöpfe. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, woher meine Knöpfe kommen. Ja, schade. Die sind da eigentlich halt dran. Ja, dann fang mal an, dir Gedanken zu machen. So ein Knopf macht nämlich wirklich viel aus. Also es verändert ein komplettes Kleidungsstück. Wenn jetzt mal eine Weste oder eine Jacke, die du hast, dir vorstellst, du würdest da die Knöpfe tauschen, plötzlich wirkt die ja ganz anders. Das merkt man ja schon am Hemd, ob ich da jetzt weiße oder schwarze Knöpfe am weißen Hemd habe. Das macht schon einen Unterschied. Ja. Die Knöpfe, die du herstellst, das sind aber schon Zierknöpfe. Das ist jetzt nicht für den Alltagsgebrauch gedacht, oder? Doch, beides. Es gibt Techniken oder Muster, die besser halten beim Knöpfen. Und dann gibt's welche, die würde ich jetzt eher wirklich nur zur Zierde verwenden. Aber das ist beides möglich. Und ich mache auch viel Schmuck aus den Knöpfen. Also man kann viel mit Posamentenknöpfen anstellen. Schmuck aus Knöpfen, dann stecke ich den aber nicht mehr, nennt man das eigentlich Stecken, was man mit einem Knopf im Knopfloch macht? Knöpfen. Ja. Dann knöpfe ich. Also, wenn ich einen Knopf zur Zierde habe, knöpfe ich mit dem dann noch oder hänge ich mir den dann irgendwie als Anhänger um den Hals? Du guckst mich genauso an, wie ich mich gerade fühle. Naja, ein Zielknopf ist für mich jetzt was auf einem Kleidungsstück oder einem Gegenstand aufgebracht ist, um ihn zu verzieren. Und wenn ich aus Knöpfen Schmuck mache, ist das wiederum was anderes, weil die verarbeite ich dann halt zu Broschen oder Ohrringen, Ringen, Anhänger, sowas. Wie stellst du denn so einen Knopf her? Also man muss sagen, also die Knöpfe, die du herstellst, das ist wie erkläre ich das denn jetzt irgendwie, ohne dass man es sieht? Ja, im Grunde sind das runde Dinge, die ja mit Garn irgendwie bestickt oder gestickt sind. Wie kriegst du die Dinger in Form? Ja, also ein Posamentenknopf besteht in der Regel aus einer Holzform oder aus einem Aluring. Also es sind unterschiedliche Arten von Posamentenknöpfen, die um Aluringe gemacht sind. Die kennen viele Leute noch. Die waren früher an der Bettwäsche oft dran oder an weißen Hemden. Die kennt man auch als Wäscheknöpfe. So Omas Bettwäsche, so ganz kleine weiße Knöpfe. Und die sind oft auf so Aluringe gemacht gewesen. Und das nennen wir Wäscheknopf oder Zwirnknopf. Das ist die eine Art. Und an die erinnern sich noch viele Leute. Und dann gibt's aber auch eine noch ältere Art von Posamentenknöpfen, die eben um Holzformen gemacht wird. Und gemacht bedeutet, es wird mit Garn gewickelt, gewebt, gestickt, gedreht. Also nichts
geklebt, sondern halt wirklich alles mit Nadel und Faden das hergestellt. Das heißt, die Basis des Knopfes ist fest, also es ist einfach nur ein Stückchen, also vermutlich aus dem Holzstab einfach abgesägt. Nee, so einfach ist nett. Es ist auf jeden Fall eine Holzform da drin. Es gibt welche, die sind gedrechselt, die sind dann gewölbt. Dann haben wir auch flache und inzwischen, wir haben das Handwerk weiterentwickelt, also erstmal wieder neu ausgegraben und dann was Neues draus gemacht. Das heißt, inzwischen gibt es auch Formen, die nicht nur rund sind. Es gibt auch viereckige Formen, achteckige, sechseckige, sternförmig gezackte Formen. Ja, das ist die Grundlage von dem Knopf. Wenn du sagst, das Handwerk wieder ausgegraben, war's weg? Ja, das war in Vergessenheit geraten, weil diese Knöpfe waren einfach nicht mehr interessant. Im 18. Jahrhundert waren die noch allgemein weit verbreitet, würde ich sagen, europaweit in Mode. Und da war der Knopfmacher auch ein eigenständiger Beruf mit mehrjähriger Lehrzeit, zünftig organisiert mit Wanderordnung und allem drum und dran. Und dann sind aber andere Knöpfe in Mode gekommen und dann war die Nachfrage halt nicht mehr so da und dann ist der Beruf des Knopfmachers im Grunde also erst einmal geschluckt worden vom Konkurrenten, vom Posamentierer. Dann hat der noch so Knöpfe halt nebenbei mit angeboten. Und dann, wie viel Posamentierer kennst du heute? Sind jetzt nicht mehr so arg viel. Bist du Posamentiererin? Nein, ich bin nicht Posamentiererin. Nein, das ist ein eigener Beruf. Ja, genau. Ja, und dann haben die sich nur noch auf ein paar regionalen Trachten erhalten. Und da gab es dann schon noch Leute, die wussten, wie man diese eine spezielle Art oder dieses eine Muster herstellt. Aber auch das ist immer weniger geworden. Aber ganz weg kann es ja nicht gewesen sein, weil es gibt ja durchaus noch Menschen, die in Trachten rumlaufen, wo dann auch solche, wie heißen die Knöpfe, Posamentenknöpfe, sind es immer Posamentenknöpfe oder sind es... Nein, also unsere Begriffsbestimmung. Ja, genau. Ich weiß, dass das schwierig ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass in jeder Trachtenregion oder zu jeder historischen Tracht Posamentenknöpfe gehören. So ist es nicht. Also wir haben halt Belege vor allem aus protestantischen Regionen und vermuten dann Zusammenhang mit den Hugenotten. Das waren ja Glaubensflüchtlinge aus Frankreich, die dafür bekannt sind, dass sie eben ihr hochwertiges Handwerk mit nach Deutschland gebracht haben. Aber gleichzeitig sind die Protestanten auch dafür bekannt, dass sie nicht so viel Spaß haben. Wieso haben die denn so schöne... Ja, das passt wiederum nicht so zusammen. Ne? Oder? Der Knopfmachen macht Spaß. Was hat denn der Knopfmacher, also früher, als das noch ein ordentlicher Beruf war, was hat denn der gemacht? Ja, Knöpfe. Also, ja, aber ich meine... Ja, der hat auch Garn verkauft, Garn verzwirnt oder halt verdreht und mit Garn gehandelt und ja, halt Knöpfe gemacht. Da gab's Musterkarten, so wie bei mir in meiner Werkstatt auch. Da hatte jede Knopfwerkstatt die eigene Muster wahrscheinlich. Gut, also oder ähnliche Muster gab's schon, aber sicher hat nicht jeder alles angeboten. Und dann hat man da halt Knöpfe bestellt. Und ja, die hat er dann gemacht, der Knopfmacher. Und die waren dann aber auch immer bestickt und verzwirnt und... Ich rede jetzt von diesen Posamentenknöpfen, also nur die Posamentenknöpfe. Von den Posamentenknöpfen. Ja. Aber wenn ich jetzt einen stinknormalen Knopf haben wollte, also so für meine Jacke irgendwie, weiß ich nicht, was man da für Knöpfe dran macht, hat der Knopfmacher die auch hergestellt? Nein, das waren wieder andere Berufe. Also es gab ja Leute, die haben Metallknöpfe hergestellt, es gab Leute, die haben Hornknöpfe hergestellt und eben auch aus anderen Materialien Knöpfe hergestellt. Und das waren die sind anderen Berufsgruppen zugeordnet gewesen. Nur der Knopfmacher, der Posamentenknöpfe gemacht hat, der hieß wirklich Knopfmacher. Das war auch dann eher ein Kunsthandwerksberuf als... Nee, es war ein Handwerk. Richtig ein Handwerk? Ja. Wow. Und ich sag der Knopfmacher ganz bewusst, weil das wie so oft halt ein Männerberuf war. Und die Frauen, die durften da mitarbeiten, ne, wenn sie verheiratet waren mit dem Knopfmacher oder wenn sie verwitwet waren, durften sie, glaube ich, schon noch das Handwerk ausführen, aber ansonsten war es der Knopfmacher. Dann hast du das irgendwann ausgegraben, sagst du. Wie bist du da drauf gekommen, auf die Posamentenknöpfe? Ja, also ich war dabei. Ich war live dabei, so würde ich sagen. Aber ich würde es mir nicht selber auf die eigene Fahne schreiben, dass ich sie ausgegraben habe. Wer hat sie denn dann ausgegraben? Ja, ich habe nämlich das große Glück gehabt, dass ich beim Bezirk Schwaben, bei der Trachtenberatungsstelle vom Bezirk Schwaben, meine Ausbildung zur Schneiderin machen durfte. Und das ist auch was, wenn ich das erzähle, das wissen viele gar nicht, dass es in Bayern in jedem Bezirk eine offizielle Trachtenberatungsstelle gibt.
Das gönnt sich Bayern. Das ist eine Stelle, die historische Kleidungsformen erforscht und dokumentiert und das Wissen dann eben auch versucht weiterzugeben in Publikationen, in Kursen, in Vorträgen, in Ausstellungen. Ja, und da habe ich meine Lehre gemacht, hier in Grumbach, in Bayerisch-Schwaben. Und die Posamenten, also habe ja gesagt, eine Trachtenberatungsstelle, die erforscht auch. Und als Trachtenberaterin oder Trachtenberater stolpert man halt auch mal über interessante Dinge, wie zum Beispiel Posamentenknöpfe und denkt sich dann, was ist denn das? Gibt es da eigentlich Literatur dazu? Stellt fest, nee, nicht wirklich. Dann wird's ein Forschungsthema. Und so ist es meiner Meisterin ergangen, die mich auch ausgebildet hat und die auch die Trachtenberaterin ist von Schwaben. Die hat zuvor als Schneidermeisterin gearbeitet in Hessen und hat da eine bestimmte Art von Posamentenknöpfen kennengelernt. Und dann ist sie Jahre später nach Schwaben gekommen, um hier Trachtenberaterin zu werden. Und da hat sie ähnliche Knöpfe wiedergefunden oder auch gesehen. Und dann ist es für sie ein interessantes Thema geworden. Dann hat die 10 Jahre lang immer wieder Belege gesammelt und halt die Augen offen gehalten nach so historischen Posamentenknöpfen. Und dann haben wir während meiner Lehrzeit ein Buch darüber geschrieben. Also quasi ihr gesammeltes Wissen mitsamt Anleitungen und historischem Hintergrund in ein Buch gepackt. Und so bin ich dazu gekommen, weil ich da Korrektur lesen durfte und auch einen Aufsatz schreiben durfte. Und dann habe ich es quasi durch das Buch, damit ging es eigentlich los, dass plötzlich so ein Knopfboom entstanden ist. Mhm. Also plötzlich gab es Leute, die wollten Knöpfe haben, Posamentenknöpfe. Ja. Dann gab es Menschen, die wollten wissen, wie geht das? Ich möchte auch Knöpfe machen. Und damit hängt dann natürlich zusammen auch, ja, wo kriege ich ja Material her, um Knöpfe zu machen? Es war der Startschuss für meine Selbstständigkeit als Knopfmacherin. Ja, was heißt jetzt wie Knopfboom? Also das gibt, bei dir ist es offenbar noch nicht angekommen, ne? Aber es gibt durchaus eine Handarbeitsszene, ja. Die ja eigentlich weltweit. Ja, das kriege ich mit. Da habe ich das kenne ich aus dem Freundeskreis, so die Näherinnen, die Stricker. Ja, und da gibt's ja ganz viele tolle Textile oder auch andere Handarbeitstechniken. Und heute hat man übers Internet halt auch mehr die Möglichkeit, sich da schlau zu machen, zu vernetzen. Ja, genau. Und diese Handarbeitsszene, die hat dann auch die Knöpfe entdeckt durch unser Buch. Und dann habe ich halt angefangen, Kurse zu geben, weil die Leute ja wissen wollten, wie geht es. Ja. Wie geht denn das? Und wie geht das? Also das ist natürlich die dümmste Frage, die ich stellen kann, weil ich noch nicht mehr in der Lage bin, bin nicht mehr in der Lage, ein Loch zu stopfen. Und ich vermute, das ist sowas, das ist total hart. Das ist mir so ich halte mal meine Hand vors Mikrofon, damit das so ungefähr den Eindruck macht, als würde ich es nur dir erzählen. Ich bin noch nicht mehr in der Lage, einen Knopf anzunähen. Ja gut, wie lange hast du heute Zeit? Ich bring's dir bei. Ja, ich muss nachher noch nach Berchtesgaden, das ist noch ein Stück, aber... ist kein Problem. Ist kein Problem, du bringst mir bei, einen Knopf anzunähen. Ja, oder auf jeden Fall. Okay. Das Wichtigste ist, dass man eine Nadel einfädeln kann mit einem Faden, da fängt es oft schon an. Du meinst den Faden hinten ins Nadelöhr einfädeln? Ja, du? Das kann ich. Ja. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Dann bräuchte man die Fähigkeit, einen Knoten zu machen in den Faden. Das wäre auch schon mal gut. Das sollte ja irgendwo gehen. Das ist so quasi die halbe Miete. Das Problem ist, glaube ich, dass bei mir der Knoten irgendwo im Faden ist. Und das ist, glaube ich, nicht das, was man ist ja wurscht, das andere Ende schneidet man ab. Ach so. Ja, so ähnlich ist eben beim Posamentenknöpfe genau. Auch. Also, wie macht man dann diese Knöpfe? Also du sagtest, du hast einen Holzkern oder einen Aluminiumring und da fängst du dann einfach an, Zwirn drumherum zu wickeln oder wie? Na, das ist schon kontrolliert. Das hat da gibt's Regeln. Und zwar, ich rede jetzt mal von den Posamentenknöpfen, die auf Holzformen gemacht werden. Ja. Die Rohlinge, die lasse ich extra anfertigen und die haben in der Mitte ein Loch. Und dann gibt's ein Werkzeug, was wir Knopfhalter nennen. Das bastelt mein Freund zusammen. Da ist dann ein Griff und eine Gewindestange. Und die Gewindestange, die passt genau in dieses Loch rein, sodass das quasi fest verbunden ist, der Rohling und das Werkzeug. Mhm. Man kann auch Knöpfe ohne den Knopfhalter machen, aber das ist halt gerade für Anfänger ist das ganz praktisch. Und es gibt auch historische Belege für so eine Art Knopfhalter. Und dann
muss ich den Faden erstmal ans Werkstück bringen. Bei Anfängern knotet man den dann meistens an diese Gewindestange an und dann fängt man an zu wickeln. Und meistens geht's erstmal über die Mitte vom Knopf. Und aber das werden Fäden parallel. Rutscht doch dann immer wieder an der Seite runter, der Faden. Ja, wenn ich jetzt quasi einen Faden über die Mitte lege und dann lege ich den nächsten Faden oben links daneben und dann nochmal einen links daneben und dann kommt nämlich der Trick, dann drehe ich den Knopf in eine bestimmte Richtung und dann um legt sich der Grad Faden einmal halb rum. Nee, nicht 90 180, nee, ja, das 180 ist total komplex, das kann ich jetzt nicht alles so genau erklären. Okay. Auf jeden Fall, ich drehe halt dann an dem Werkzeug und dann legt sich der Faden unten um die Stange rum und dann verrutscht es nicht so leicht und dann kann ich parallel zu den Fäden, die schon da liegen, kann ich weitere Fäden aufschlagen oder halt anbringen. Und dann baue ich erstmal ein Grundgerüst. So nennen wir das. Also es sind Fäden, ein Block aus Fäden, die parallel nebeneinander liegen. Historisch sagt man eine Tour. Ich sage auch gern Straßen. Eine Straße und dann mache ich meistens, für einen Anfänger macht man zum Beispiel einen Sternknopf, ist ein guter Anfängerknopf, da mache ich dann 3 Straßen, baue ich erstmal. Dann wird der Faden vernäht und dann geht's mit der Musterwicklung los, weil man mit demselben Grundgerüst könnte man unterschiedliche Muster gestalten. Und dann nähe ich dann meistens einen neuen Faden an. Und dann wird das Muster gewickelt. Und da geht's dann eben nicht parallel, sondern kann auch parallel gewickelt werden, aber es gibt auch Muster, wo man dann quer an diesen Straßen entlang wickelt. Heißt das alles, was ich hier auf dem Tisch liegen sehe, an Knöpfen, an Mustern und so, das ist alles gewickelt? Nee. Ja, also das Wickeln ist die Grundlage oder der Einstieg. Und wenn man dann wickeln kann, dann ist die nächste Stufe das Weben, dass man während dem Wickeln sozusagen auch noch einwebt, dann mit der Nadel. Dann kann man noch eine Art Sticken, kann man auch noch einbauen. Und dann gibt's auch noch den sogenannten Langettenstich, das ist wie so ein Knopflochstich. Und mit dem kann man den Knopf dann auch noch gestalten, den Randeinfassung machen zum Beispiel. Und dann die hohe Kunst ist dann Gorl drehen, so haben wir das genannt. Gorl. Gorl, ja, Gorl. Das klingt wie irgendwas aus Mittelerde, ja. Gorl. Ja, Gorl. So ähnlich fühlt sich's auch manchmal an, weil das ist quasi so die hohe Kunst. Und ich kann das sehr gut und kann das auch schnell, aber ich mache es nicht so wahnsinnig gern, weil ich da nicht aus der freien Hand arbeiten kann, sondern ich brauche halt immer ein Gewicht, weil ich auf Spannung arbeiten muss. Und einen Anfänger das zu erklären, ich kann es ihm erklären, aber er muss es einfach fühlen. Und das kann ich ihm nicht beibringen, das Fühlen. Aber die Basis ist immer das, was du Straßen genannt hast. Also ich sehe hier an dem Knopf, ist jetzt schwer zu beschreiben, was ist ja ein bunter Knopf. Ich vermute mal, dass hier das Orange das erste war, was aufgebracht wurde, oder? Also in dem Fall hast du einen Knopf in der Hand, den wir Otto-Beurer Knopf nennen. Otto-Beurer Knopf? Ja, weil wir den auf einer Weste gefunden haben, die eben aus Otto Beuern stammt. Moment, eine Weste in unserem Archiv, Kleidungsarchiv, bei der Trachtenberatungsstelle. Okay, da gibt's ein Kleidungsarchiv. Wir hatten noch eine Sendung über Trachten. Also da hängen halt überall Trachten und da flügst du dann durch und guckst, was sind da eigentlich für Knöpfe dran? Nee. Das nicht, okay. Also so viele Knöpfe haben wir da nicht, aber im Kleidungsarchiv, also wir haben bei der Trachtenberatungsstelle ein Kleidungsarchiv und da haben wir unter anderem ein paar Kleidungsstücke, wo sich historische Posamentenknöpfe dran erhalten haben. Okay. Zum Beispiel an einer Männerweste aus dem Ries oder auch einer Männerweste aus Otto Beuren. Und die ist aus so einem gelben Seiden-Jacquard-Stoff und hat Knöpfe, die, vom Muster her sind die so kreuzförmig gemustert, könnte man sagen. In Grün und Gelb und in Gold. Und das Muster haben wir eben Otto Beurer Knopf genannt, weil wir das zum ersten Mal auf dieser Weste gesehen haben. Und das ist eigentlich ein relativ einfaches Einsteigermuster. Und da macht man jetzt erst wie 2 Kreuze, wickelt man auf den Knopf. Also Straßen, ne? Also meine zwei also praktisch, meine Straßen. Das Doofe ist jetzt, dass der Knopf rund ist, darum kann man nicht sagen von rechts nach links, weil da ist ja überall rechts und links. Ja. Also, aber quasi ein breites Kreuz, genau, also ein schmales Kreuz und ein breites Kreuz, die übereinander liegen.
So, ne, das ja, Grüne aus hier. parallelen Fäden. Okay, Genau. verstehe. Und dann. Es tut mir jetzt sehr leid, Leute, dass ihr das nicht sehen könnt. Ja. Also es ist auf jeden Fall total toll, dass man bei den Posamentenknöpfen kann man halt sehr schön mit Farbe spielen. Und wenn ich in einem Kurs mit 10 Leuten Knöpfe mache, wir machen alle dasselbe und am Ende sind 10 unterschiedliche Knöpfe rausgekommen, weil halt jeder andere Farben verwendet, andere Vorlieben hat. Achso, ich dachte, alle würden dieselben Farben verwenden und trotzdem sieht's hinterher anders aus. Nee, da hätte ich mein Ziel nicht erreicht. Ja, also jedenfalls habe ich da dann nach diesen beiden Kreuzen, die ich da gewickelt habe, habe ich dann mit 3 weiteren Farben den Rest aufgefüllt, den man sieht noch vom Holz. Und ja, das ist der Odebeurerknopf. Du sagst, du gibst Kurse. Wie lange dauert das, bis ich das gelernt habe, weil das ist ja im Grunde, das ist ja wie zu Hause sitzen und stricken. Kann man ja auch zu Hause sitzen und Knöpfe machen, oder? Nee, stricken kann man beim Fernsehen. Knöpfe macht man nicht beim Fernsehen, Ja, oder? ich schon. Ich schaue halt dann nicht hin, ne? Das ist wirklich, also meine Aufträge mache ich meistens abends vorm Fernseher. Okay. Ja, also ein Anfänger oder eine Anfängerin muss circa 1 Stunde einplanen für den ersten Knopf. Und wenn man dann den geschafft hat, der zweite geht dann vielleicht schon ein wenig schneller, da braucht man vielleicht nur eine halbe Stunde. Das ist aber dann ein Knopf, den ich in 10 Minuten kann. Aber es gibt auch Knöpfe, die ich jetzt als Profi, wo ich 2 Stunden dran sitze oder ja, ich habe auch so künstlerische Werke, wo ich dann 4, 5, 6 Stunden an einem einzigen Knopf gesessen bin und dann halt immer noch was aufgestickt und was eingewebt und wieder auftrennt und wieder noch was anderes mir einfallen habe lassen. So, das gibt's auch. Aber die hüte ich wie ein Schatz, die verkaufe ich dann nicht. Ich wollte gerade fragen, da wird's dann Hobby. Also ja, das ist genau, dann das ist mein Spaß dann. Ja. Wären die, also angenommen, du würdest sie verkaufen wollen, wären die überhaupt bezahlbar? Ja, eben deswegen Also verkaufe ich sie nicht. Ach so. Ja, aber der teuerste Knopf, den ich jemals verkauft habe, da habe ich 90 € dafür gekriegt. Also, weil da waren einfach mehrere Stunden Arbeit drin, noch spezielles Material. Da habe ich auch Goldlan verwendet. Goldlan? Ja, das ist flach geklopfter Draht. Aha. Also, genau. Und das lässt sich auch nicht so leicht verarbeiten und ist auch relativ kostspielig. Ja, und da waren auch hochwertige, aufwendige Techniken dran an dem Knopf. Das ist aber jetzt nicht die Regel. Und hast du war das eine Bestellung, also eine Auftragsproduktion? Ja. Also, okay. Wie bestelle ich so einen Knopf bei dir? Also was sage ich dir, damit das Muster rauskommt, das ich haben will? Ja, also es gibt so malt viele. man's auf, ne? Na, das ist schwierig. Ja. Also es gibt so viele Muster. Allein die historischen Muster, die wir in unserem Buch behandelt haben, das sind schon so viele. Und dann tauchen immer wieder neue auf, weil dadurch, dass wir dieses Buch geschrieben haben, wir haben danach noch 2 Bücher zu dem Thema rausgegeben, sind auch andere Leute draufgestoßen, dass das ein interessantes Thema ist. Und jetzt passiert es halt regelmäßig, dass Leute mich kontaktieren oder die Trachtenberatungsstelle und sagen, hey, ich war da und da im Museum und habe in der Ausstellung ein Kleidungsstück gesehen, wo auch ein Posamentenknopf drauf ist. Ne? Und dann kommt man wieder auf neue Muster. Manche wiederholen sich auch oder sind ähnlich. Ich habe es dann einfach gemacht. Also mir selber habe ich es überhaupt nicht einfach gemacht. Es war sehr schwer. Ich kann mich immer sehr schwer entscheiden. Das ist ein grundsätzliches Problem bei mir. Deswegen ist es oft auch so bunt, weil ich nehme dann halt einfach alles. Jedenfalls habe ich das geschafft, mich auf 24 Grundmuster zu beschränken für eine Musterkarte. Das heißt, ich habe eine Musterkarte angefertigt, auf der 24 verschiedene Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen verwechseln, weil beschränken und 24 passt in meinem Kopf nicht zusammen. Aber also wenn es um mehrere 100 geht, Möglichkeiten. Okay. Ich habe alleine mal versucht, vor vielen, vielen Jahren habe ich versucht, von diesem Einsteigerknopf, vom Sternknopf, alle möglichen Varianten zu machen, die mir einfallen. Und dann habe ich bei 75 habe ich aufgehört. Und wenn ich es heute machen würde, ich habe mich ja auch weiterentwickelt, da würde mir noch viel mehr einfallen. Also es ist uferlos. Deswegen 24 ist schon echt eine große Leistung und das überfordert auch die Kundschaft nicht, glaube ich. Ich habe allerdings diese Musterkarte, die gibt's dann zweimal. Die gibt's einmal in eher einfarbig und dann noch einmal in bunt, damit die Leute sehen, was Farbe für einen Unterschied machen kann. Mhm. Also wahrscheinlich würden auch 5 Knöpfe reichen. Ja, das ist. Wenn sich jetzt jemand denkt, ach, das ist aber ein schöner Beruf, das mache ich auch. Muss ja eigentlich die Person nur 24 andere Motive sich überlegen und 20 Jahre Knöpfe machen, um ungefähr da anzukommen, wo du bist. Zum Beispiel. Wie lange machst du das? Also Kurse gebe ich seit ungefähr 10 Jahren. Und wie lange machst du selber Knöpfe? Na, wahrscheinlich.
Dein erster Knopf? 12 Jahre Okay. oder so. Weißt du noch, hast du deinen ersten Knopf noch? Na, Gott sei Dank habe ich den nimmer. Aber ich habe noch einen, also diese eine Technik, von der ich vorhin erzählt habe. Also es gibt eine Technik, die nennen wir Langettenstich. Das ist wie ein Knopflochstrich, damit kann man den Knopf einfassen. Und den Knopf, wo ich das zum ersten Mal versucht habe, den habe ich noch. Weil das war wirklich greislich. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe ich habe viel zu großen Rohling genommen und es hat viel zu lange gedauert und es hat echt kacke ausgeschaut. Und dann habe ich gesagt, nee, gut, Einfassung mache ich nicht, brauche ich nicht, Langettenstiche brauche ich nicht. Und dann lag der irgendwie 2 Jahre bei mir rum und dann habe ich es wieder angepackt und heute ist ein Langettenstich für mich, das mache ich im Schlaf. Das ist Pillepalle für mich. Und ich habe mir aber eben diesen Knopf von damals aufgehoben, unter eine Käseglocke getan und quasi eine heutige Variante daneben gelegt als Erinnerung, dass sich manchmal halt auch lohnt, Sachen noch einmal mit frischem Wind neu anzugehen. Wenn Langettenstich Pillepalle ist, was ist denn nicht Pillepalle? Gibt es irgendwas, wovor du noch Respekt hast? Ja, Knöpfe mit Goldauflage, weil es da erstmal schwierig ist, das Material überhaupt herzubekommen und dann auch mit Goldgarn oder Metallgarnen zu arbeiten, das empfinde ich als schon schwierig, weil das verhält sich einfach anders als ein Baumwollfaden oder ein Seidenfaden. Diese alten Posamentenknöpfe, also von früher, als das noch normal war, sag ich mal, bedeuten die irgendwas? Oder ist es einfach nur bunt? Oder ist es auch wie so eine Tracht? Weil, ne, hier im Ort hast du eine andere Tracht als im Nachbarort, im Zweifelsfall. Ist das auch bei diesen Knöpfen festzustellen? Also es gibt schon Trachtenregionen, in denen bestimmte Muster auftauchen und andere halt nicht. Das wird sicherlich mit den Handwerkern vor Ort zusammengehangen haben und irgendwann wird's halt auch eine Tradition, ne? Wenn man das halt dann lang genug so macht, dann gehört's halt da in die Region. Zum Beispiel in der hessischen Schwalm. Das ist eine protestantische Trachtenregion und da hat man so Sternknöpfe, tauchen da oft auf den Trachten. Die haben eben auch so eine Einfassung, die sind auch gerne mit Metallgarnen gearbeitet. Und ja, da würde ich sagen, die sind jetzt typisch für die Region. Oder die sind hier mit dem Gorl, die sind aus Niedersachsen, meine ich. Aber was heißt bedeuten? Also die waren dann halt eben in der Region verbreitet. Und es war eher so, wenn wir über Tracht reden, dann meine ich ja nicht, wie man es heute denkt, so Dirndl und Lederhosen, sondern ich rede da von der historischen regionalen Tracht, die zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Region getragen wurde, die anlassgebunden getragen wurde und die von der Konfession bestimmt war. Und da gab es schon Regeln. Also es gab, wenn eine Frau unverheiratet war, da hat die was anderes getragen als eine verheiratete Frau. Wenn es einen Trauerfall gab, da gab es dann, je nachdem, wie sehr man mit der Person verwandt war, die verstorben ist, gab es unterschiedliche Trauerstufen, die sich dann auch in der Kleidung wiedergespiegelt haben. Also erst ist halt dann ganz schwarz und dann darfst halt später mal wieder kleine blaue Blümchen drin haben oder so in der Kleidung. Und das weiß ich, dass da eben die Knöpfe sich auch an diese Regeln gehalten haben. Also das heißt, ich hätte früher jetzt nicht es gab dann vermutlich Knöpfe, die nur der Großgrundbesitzer haben durfte oder nur der Adel haben durfte. Und wenn ich damit um die Ecke gekommen wäre, wäre ich verhaftet worden, oder? Also das glaube ich, da weiß ich jetzt keinen Beleg, weil ich glaube, das entscheidet einfach das Geld. Also wenn ich es mir leisten kann. Stimmt, es waren andere Zeiten, da hat man nicht mal eben einen Hunderter für einen Knopf über gehabt, ne? Ja. Und also ich rede ja jetzt eben auch von den Knöpfen, die sich oft in verschiedenen Trachten erhalten haben. Aber davor gab es ja auch eine Zeit, wo die Knöpfe allgemein in Mode waren. Also das war im 18. Jahrhundert, das war die Rokoko-Zeit, ne? Da haben halt Männer auch gerne Stickereien überall gehabt und Rüschen und es war alles sehr pompös und in der Zeit waren diese Knöpfe einfach Mode überall, ne? Und da gab es sicher aufwendigere Knöpfe und weniger aufwendige Knöpfe und ja, je nachdem, was ich mir leisten kann, nehme ich halt das. Sehen wir das oder siehst du das heute auch wieder, dass so Knöpfe auch, also nicht nur in der Handarbeitsszene in Mode gekommen sind, sondern auch im Alltag in Mode gekommen sind? Also laufen die Leute verstärkt damit rum?
Nee, ich glaube, da ist die also nee, das glaube ich jetzt nicht, dass es so ein Massenphänomen geworden ist. Aber oft denke ich mir schon, wenn ich dann so von irgendwelchen berühmten Designern ein Kleidungsstück sehe, denke ich mir so, ja, ganz schön, aber da ging schon noch was, ne? Mal auf die Knöpfe geguckt. Also, das ist dann so das i-Tüpfelchen geworden. Ja. Aber warum machen die das nicht? Ich denke gerade, also ich kann mir sehr viele Sachen vorstellen, wo ein schöner Knopf echt helfen würde, ja. Ja, es ist ja eine Kostenfrage, ne? Ach komm, was kostet denn ein schöner Knopf bei Was dir? kostet ein schöner Knopf? Also der billigste Knopf kostet 10 €. Ja. Aber das ist, ja, da kommt man ja nicht so wahnsinnig viel weiter. Da habe ich ja erst einen Knopf. Naja gut, aber So einen kleinen Knopf. aber ja gut, aber ist jetzt, wenn ich jetzt eine Jacke habe, da sind, weiß nicht, die hat 5 Knöpfe, 6 Knöpfe, sind dann die 6 Knöpfe als Posamenten zu machen, ist das dann nicht schon wieder zu viel? Ist das dann nicht wieder zu laut? Ja, da haben wir einen ganz tollen Geschmacksdiskussion jetzt hier an der Stelle. Trick entwickelt. Also meine Modelle aus meiner Schneiderwerkstatt. Ich mache ab und zu mal Männerwesten und auch Frauenoberteile, also auch Röcke und Schürzen und so weiter. Aber bei den Oberteilen machen wir das so, dass die Knopflöcher, also man kann die Knöpfe austauschen. Ja. Ja, also ich finde nicht, dass jetzt die Knöpfe, dass es zu viel sein kann, weil wenn es mir zu bunt wird für ein Kleidungsstück, dann mache ich die Knöpfe halt einfach einfarbig, ja. Oder ich mache nur einen Knopf, wo ich dann 4 Farben verwende und bei den anderen verwende ich halt dann nur 2 Farben. Das kann ich ja machen, wie ich mag. Das ist ja das Gute als Schneiderin. Ja, hattest du eben schon gesagt, du hast eine Ausbildung zur Schneiderin gemacht. Ja. Ist eigentlich Trachtenschneiderei was anderes als Schneiderei? Ja und nein. Es ist so, es gab die Ausbildung zur geprüften Trachtenschneiderin, die gibt's aber jetzt nicht mehr, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie es jetzt heute ist, aber zu meiner Zeit gab's die nicht mehr. Die konnte man, meine ich, in Salzburg absolvieren. Also einen Zusatz, wenn man Schneiderin schon war, dann konnte man sich da weiterbilden zur Trachtenschneiderin. Und zu meiner Zeit war das so, das gab's halt nicht mehr und ich bin deswegen Trachtenschneiderin, weil das der Schwerpunkt von meinem Lehrbetrieb war. Und der Unterschied ist einfach, dass ich als Trachtenschneiderin manche Sachen anders verarbeite als eine andere Schneiderin, die Konfektionskleidung näht zum Beispiel. Oder ja. Was verarbeitest du wie anders? Jetzt, also als würde ich verstehen, worüber wir hier reden. Ne? Ja, aber. Also beim Mieder oder Leibchen, also das Oberteil von der Frauentracht, da ist es so, dass wir als Trachtenschneider die Abnäher, die den Stoff an den Körper hinformen, dass wir die so verarbeiten, dass die innen im Futter offen, also zu sehen sind, ja, weil dann kann ich ganz leicht ändern. Oder auch die Seitennaht, die wird so verarbeitet, dass man leicht hinkommt, weil das Ziel ist, dass das Kleidungsstück wirklich Jahre, Jahrzehnte die Trägerin begleiten soll. Und deswegen das heißt, ist Tracht was sehr schwanger ist, soll es auch tragen können und wenn sie entbunden hat, soll es immer noch tragen können. Ja, oder wenn es einmal, ja, genau. Wenn der Körper sich einfach verändert, das soll auch das Kleidungsstück mitgehen. Und das, ich glaube, das ist eben, das sieht halt von innen dann nicht ganz so ordentlich aus, aber das ist halt einfach der Nachhaltigkeit geschuldet. Ja, aber von innen guckt's ja sowieso keiner an. Eben. Und solange es nicht kratzt? Der billigste Knopf kostet einen Zehner, sagst du. Der teuerste Knopf dann, ja, du sagst, der teuerste, den du je verkauft hast, sind 90. Ist das tatsächlich, kannst du davon leben? Ist das ein Beruf, Posamentenknöpfe zu machen? Ich kann nicht alleine vom Posamentenknöpfe machen leben, nein. Also ich habe mehrere Standbeine. Die Kurse sind ganz wichtig. Also ich gebe regelmäßig Kurse, so ja ungefähr 10 Tageskurse im Jahr. Und dann habe ich auch noch manche Kurse, die über 3 Tage gehen oder über 2 Tage. Das ist sehr wichtig für mich und auch der Verkauf von dem Knopfmacher-Zubehör. Also von diesen Sachen lebe ich hauptsächlich. Knopfmacherzubehör. Ja, also dieser Halter, Rohlinge, der Knopfhalter, Garn, Anleitungen. Okay, verstehe. Ja, stimmt. Also du bist sozusagen dein eigener Fachhandel. Richtig, ja, genau. Und ich würde auch sagen, ich bin der erste Posamentenknopfmacher Fachhandel seit Wiederentdeckung des Handwerks. Wann war das, die Wiederentdeckung des Handwerks? Lässt sich das
Ja, das war eben mit dem Erscheinen unseres Buchs, würde ich sagen. Inzwischen gibt es auch andere Leute, die Kurse geben. Am Anfang wusste ich, also gab es nur mich und meine Meisterin. Und allein durch die Kurse, die ich selber gegeben habe, sind natürlich auch wieder etliche nachgekommen, die dann selber auch eingestiegen sind als Kursleiterinnen oder auch die selber Schmuck machen, die selber Knöpfe machen. Also ja, hat sich wieder ausgeweitet. Was sagen die Leute hier im Ort? Also was sagen die Menschen, mit denen du tagtäglich umgehst, wenn du sagst, ich mache Posamentenknöpfe? Also hier im Ort ist es so, dass wir erst seit 5 Jahren hier leben. Okay, dann seid ihr sowieso die komischen Leute mit den bunten Knöpfen. Also das sind wir, glaube ich, sowieso. Und das mit den Knöpfen, es war sehr witzig. Es war einmal Maibaum aufstellen, war es, glaube ich. Sind wir dann hingegangen, weil wir gesagt haben, so, jetzt integrieren wir uns einmal. Und dann sind wir da hingekommen und haben halt noch niemand kannt. Und auf mich sind gleich die Leute zugelaufen und haben gesagt, du bist doch die Knöpfles-Frau und das ist der Knöpfles-Mann, gell? So, okay. Also dann wussten die über uns auf jeden Fall schon, was wir machen, wo wir noch gar nicht wussten, wer das alles So ist das auf dem Land, da sprechen sich die Dinge rum. Ja, genau. Wo verkaufst du denn deine Sachen eigentlich? Also nur über deine Webseite? Ja, über die Webseite, aber auch auf ausgewählten Kunsthandwerkermärkten. Mhm. Aber solchen Laden hast du nicht? Man kann... Knopfgeschäft. Knopfgeschäft gibt's in Kreuzberg, in Berlin-Kreuzberg gibt's ein Knopfgeschäft. Mhm. Ja, also das ist leider bei mir nicht so. Was heißt leider? Also ich arbeite da, wo ich lebe. In meinem Haus hier habe ich auch meine Werkstatt, sowohl meine Schneiderwerkstatt als auch mein Büro, mein Versandhandel, meine Knopfmacherei. Auch Kurse gebe ich im Sommer hier bei uns im Garten und am Apfelbaum oder bei uns oben im Gästezimmer, die Privatkurse. Genau, und man kann halt mit mir einen Termin ausmachen, per E-Mail oder telefonisch, und dann kann man hier auch vorbeikommen, ja, und kann Knöpfe und Schmuck kaufen oder Feierabendkappen. Das ist kein Problem. Aber ich habe halt jetzt nichts, wo ich zu Ladenöffnungszeiten anbieten könnte. Weil du nicht willst oder weil es sich nicht lohnt? Ja, ich müsste erst mal einen Laden finden. Ich fahre nicht Auto, das heißt, es müsste hier in der Nähe sein. Ja, die Straße runter ist so eine alte Fabrik, die leer steht. Ja, ich weiß, aber das kann ich mir leider nicht leisten. Okay. Ja. Und mit den Trachten habe ich gesehen, also wir sind ja kurz hier rumgelaufen vorhin, also Trachten schneiderst du auch immer noch? Ja. Da hast du jetzt gerade nicht so glücklich ausgesehen. Ja, weil ich mich so verzettel, weil ich mache so viel und dann kann ich nichts ganz machen, sondern mache vieles halt nur so halb, ja, weil ich einfach keine Zeit habe. Allein der Versandhandel kostet mich halt schon Zeit. Und dann die Kurse natürlich, muss ich auch vorbereiten, muss ich halten. Die Knopfaufträge, wie gesagt, die mache ich halt in meiner Freizeit vom Fernseher. Und aber ich kann noch viel mehr und habe auch noch Bock auf andere Sachen. Also ich mache zum Beispiel gerne auch so künstlerische Entwürfe, also komplette Outfits samt Brautkronen oder ja kronenartigen Gebilden, wo ich mich auch von historischen Trachten oder historischen Handarbeitstechniken inspirieren lasse. Da geht mir das Herz auf. Ne? Moment. Das, was ich da oben gesehen habe mit den Schraubverschlüssen von irgendwelchen Getränkeflaschen, ja. Das ist inspiriert von irgendeiner historischen Tracht? Ja, im weitesten Sinne. Ich kann zu allem was erzählen. Auf den ersten Blick sieht man es halt nicht wirklich. Aber ich habe zum Beispiel, eine eine Tracht aus einer Schwarzwaldregion, eine moderne Variante gemacht. Da habe ich zum Beispiel statt habe ich einen Fahrradschlauch verwendet. Mhm, das habe ich gesehen, ja. Gummi. Als Scholler oder als Kragen. Und habe quasi verschiedene so Elemente, also Upcycling-Elemente mit eingebaut. Und auf den ersten Blick, wenn man weiß, wie die Tracht in der Region ausschaut, dann erkennt man schon, in welche Region das gehört, weil ich auch bei den Farben geblieben bin. Aber ja, habe also mein eigenes Ding mit reingebracht. Gibt es außer euch Profis überhaupt noch Menschen, die erkennen, welche Tracht zu welcher Region gehört? Also wenn du jetzt hier mit weiß ich nicht, gibt's das überhaupt? Hier hat Waldstätten eine eigene Tracht oder diese Region? Nee? Dann funktioniert meine Frage nicht mehr. Ich wollte sagen, wenn du jetzt hier zum Beispiel mit der regionalen Tracht rumlaufen würdest, würden die Leute wissen, was du tust? Oder würden sie einfach nur denken, das ist die Knöpflesfrau, die läuft wieder in komischen Klamotten rum? Wahrscheinlich das Zweite. Schade. Aber es ist jetzt schon so,
ich komme eigentlich aus Franken. Ich bin in Mittelfranken groß geworden und bin dann nach Bamberg gegangen, nach Oberfranken zum Studieren. Und jetzt wohne ich in Bayerisch-Schwaben. Und damals in Franken habe ich aber auch, sagen wir mal so 3 Jahre lang ungefähr, habe ich eine Variante, meine eigene Interpretation von der katholischen Forchheimer Tracht getragen. Das war schon halt nicht mehr so wie die alten Frauen, die ich noch vom Markt kannte, die ihre Tracht getragen haben. Ich habe manchmal halt das Mieder weggelassen, stattdessen dann ein T-Shirt angezogen, so. Aber halt immer noch so breite Röcke, die total dick machen und Schürzen, die so weit rumgehen. Ja, und da war ich damals in meiner Trachteninterpretation in meiner eigenen Heimat unterwegs. Und selbst da haben nicht alle erkannt, was ich anhabe oder was ich zitiere. Ja, viele, wenn ich dann das Mieder dazu angezogen habe, das halt so bunt bestickt, dann haben viele gedacht, ich wäre aus Osteuropa, weil sie das halt gar nicht mehr so kannten. Ne? Und dann bin ich zur Berufsschule, wie ich dann nach Bayerisch-Schwaben gekommen bin ich in München in der Berufsschule gewesen. Und da habe ich auch noch diese Trachtenform oder Interpretation getragen im Alltag. Und es war natürlich krass, da in München durch die Stadt zu laufen, da mit meinen fetten Röcken und mit meinem Kopftuch. Und die Leute haben mich da irgendwie schon komisch angeschaut. Und dann hat mich die Berufsschule auch beeinflusst. Also ich habe dann Stück für Stück die Teile abgelegt und meinen Kleiderschrank wieder erweitert. Aber schon komisch auf eine Art, weil gleichzeitig gibt's ja auch so eine Renaissance, zumindest der Lederhosen und sowas. Also das, ja, aber das ist ja was anderes. Das war ja meine Tracht, die ich getragen habe, die war ja nicht schmeichelhaft für den Körper. Das sind mehrere Röcke, die ganz tiefe Stehfalten haben übereinander. Also du hast fette Hüften dann. Und das ist halt nicht attraktiv heutzutage. Oder sich in der Mieder einzuzwängen im Alltag. Es geht mehr um den Alltag. Ne? Ja. Funktioniert Tracht noch oder funktioniert Tracht wieder zu besonderen Anlässen? Wenn du damit irgendwo aufläufst, auf irgendeinem Fest, also irgendeiner, weiß ich nicht, was man hier so feiert? Also erst einmal ist es für mich überhaupt dieses ganze Thema Tracht, wenn ich das jetzt in einen Satz fassen soll, das geht halt einfach nicht, weil ich möchte erst einmal definieren, was ist Tracht überhaupt? Mach mal, definier mal. Also wenn ich von Tracht rede, dann meine ich eigentlich eine historische Kleidungsform, die man zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Region getragen hat, die anlassgebunden war und die auch konfessionsgebunden war. Das meine ich mit Tracht. Und das hat heute nichts mehr hier verloren? Das wollte ich damit nicht sagen, sondern ich wollte damit sagen, dass viele Leute, wenn sie Tracht hören, denken die an ein Dirndlgewand, also an Dirndl und Lederhosen. Und das ist nicht das, was ich meine. Also das hat schon was miteinander zu tun, aber das ist was anderes. Und aber das super Coole an Bayern ist, dass wir hier eine Vielfalt haben, dass wir alles haben. Also wir haben Leute, die tatsächlich noch Tracht im Alltag tragen, auch wenn die jetzt langsam aussterben. Dann gibt's Leute, die historisch authentische Trachten neu nacharbeiten, möglichst nah am Original und die dann auch tragen zu bestimmten Anlässen, zu Festen meistens. Dann gibt's die Vereinstrachten, die haben ihre eigene Tradition, das ist wieder was ganz Eigenes. Und dann gibt's aber ganz viele Leute, die Dirndl und Lederhosen tragen als Partykleid oder auch, es ist hier völlig normal, zumindest in Bayerisch-Schwaben, wenn ich auf eine Hochzeit gehe oder auf eine Taufe oder auch im Gottesdienst, dass da eine Frau im Dirndlgewand neben mir steht. Also Dirndlgewand meine ich jetzt halt ein Kleid mit Schürze. Und da guckt keiner komisch. Und ich befinde mich aber mit meinen Entwürfen und meiner Kleidung, die ich mache, so dazwischen, weil ich halt sehr gerne historische oder regionale Elemente aufgreife und mit denen spiele und dann was Neues draus mache. Und was auch alltagstauglich ist. Also ich trage meine eigene Kleidung, ich trage jeden Tag was Selbstgemachtes. Sowieso den Schmuck aus meinen Knöpfen ist klar, aber halt auch gerne was Selbstgenähtes. Und da habe ich schon unterschiedliche Abstufungen, wann ich was trage, zu welchem Anlass. Also jetzt zum Beispiel ein Mieder, ja, das ist halt ein bisschen eng anliegender, ne? Das habe ich jetzt im Alltag nicht an. Aber dass ich Rock und Schürze im Alltag anhabe, das ist jetzt nicht selten. Wenn du sagst, du lässt dich regional inspirieren, dann nur hier aus der Region, hier aus Bayerisch-Schwaben, oder meinst du damit sämtliche Regionen? Naja, mein Ziel wäre schon, deswegen habe ich vorhin so, mit dem Nähen, ich möchte gerne so viel machen, ja. Also mein Ziel wäre schon, mich von anderen Regionen auch noch inspirieren zu lassen. Ich habe auch echt super Ideen.
Aber ich komme halt nicht dazu, das alles so umzusetzen. Und deswegen momentan ist es schon so, dass ich mit den Trachten, zu denen ich selber einen persönlichen Bezug habe, mit denen fällt es mir leichter, was zu gestalten oder zu spielen. Welche sind das, mit denen du oder zu denen du einen persönlichen Bezug hast? Das ist definitiv die katholische Forchheimer Tracht, die man halt so die letzte Trachtenform, so die man in den 50er Jahren noch getragen hat, bis heute. Und aber auch die historische Form, die man davor getragen hat, die kennen manche noch vom Leichnamsumzug in Feldrich zum Beispiel in der Fränkischen Schweiz, wo es auch so tolle goldene Brautkronen dazu gibt. Also das ist meine Lieblingstracht. Weil die auch welche war das jetzt? Die ist. Katholische Forchheimer? Nee, das war... Ja, genau. Ja, das ist, Forchheimer Land und Fränkische Schweiz, das ist alles so ein wenig, ähnlich. Okay. Genau, und dann habe ich einen Bezug, das hat jetzt aber nicht so viel mit Bayern zu tun, aber also meine Urgroßmutter, die hat ihr Leben lang Tracht getragen, das hätte die niemals so genannt, die hätte halt wahrscheinlich gesagt, ich gehe in Röcken oder so. Ja. Und die war aus Oberhessen und das ist eine Trachtenform, die mir natürlich auch liegt, weil ich sie halt aus meiner Familie kenne. Und da ist halt so, dass ich privat schon Teile, also historische Trachten, Teile aus dieser Region auch trage. Zum Beispiel letztes Jahr in Ostern, im Osterurlaub, da bin ich eigentlich in dieser Tracht gegangen. Also ohne Mieder, ich wollte es halt bequem, aber sonst Rock, Schürze. Ich wollte gerade fragen, ist das nicht furchtbar anstrengend? Nee, ich liebe das. Es ist also jetzt haben wir leider keine Zeit mehr für Urlaub, aber früher sind wir oft mit dem VW-Bus in die Berge gefahren zum Wandern. Und da hatte ich dann halt meine Art von Forchheimer Tracht an, mit den breiten Röcken und Schürze. Das ist für mich das perfekte Freizeitgewand. Das ist auch heute noch so. Das ist so mein privates Gewand. Wenn ich ganz privat bin, dann habe ich das an. Weil ich habe halt die Röcke, die gehen nicht bis auf den Boden, sondern die sind so wadenlang. Mhm. Und da kann ich halt gut mit Strümpfen regulieren, wenn es mir warm wird beim Wandern. Dann habe ich eine riesengroße Tasche drin im Rock. Da passt einfach, da brauche ich keine Handtasche. Dann habe ich eine Baumwollschürze. Wenn ich mir zwischendrin am Gebirgsbach im schönen Allgäu mal die Hände wasche, dann trockne ich die an meiner Schürze ab. Also und wenn es regnet, ich habe mehrere Röcke übereinander an, dann dauert es erst einmal, bis ich zur Unterbumbel komme. Ja, und wenn sie aber alle nass sind, dann kann sich kaum noch vorwärts bewegen, weil es so furchtbar schwer ist. Muss ich mich halt schneller bewegen. Das hatten wir mal. Wir waren mal auf einem Festival. Wie hieß denn das in Österreich? Das war so ein Weltmusikfestival. Das war draußen und da hat Goran Bregovic gespielt. Mega geil. Ja. Und da hat's geregnet also es war unglaublich. Und ich habe aber getanzt, völlig frenetisch. Du kannst sagen, das ist dann so ein Regen, wo dann nur noch die Harten auf der Tanzfläche sind. Also da haben schon alle, die waren alle total geflasht und begeistert, haben sich bewegt, aber es war sehr eng und irgendwann drehe ich mich so um und denke so, ach, ist ja interessant, um mich rum war irgendwie so im Abstand von 1 Meter war ungefähr Platz, ja, bis ich dann drauf gekommen bin, dass ich mich mit meinen Röcken immer gedreht habe und die waren so nass, dass die hinter mir immer so einen Wasserstrahl gezogen haben. Ja, genau, also sehr praktisch so eine Tracht. Warum hast du keine Zeit mehr für Urlaub? Ja, wegen meinen ganzen Sachen, die ich halt mache. Knöpfe und Kurse und Märkte und Aufträge. Ich mache jetzt im Jahr, was sage ich mal so, 5 Aufträge vielleicht nehme ich an. Also ich habe eine Warteliste. Also für Trachten, für Gewänder. Ja, genau. Also meistens, ich habe jetzt ein paar Männerwesten noch, die ich fertig machen möchte. Und dann, aber meistens sind es Frauenoberteile, geknöpfte Leibchen oder gehacktes Mieder und dann oft mit Rock und Schürze, aber manchmal auch ohne Schürze. Manchmal geht es auch nur ums Oberteil. Und das ist das, was ich eigentlich kann und was eigentlich mein Beruf ist. Und damit hatte ich auch angefangen, mich selbstständig zu machen nach der Lehre. Und dann kamen mir halt die Knöpfe dazwischen. Da waren die Da kamen mir halt die Knöpfe kamen dazwischen. Und am Anfang waren die halt so das besondere Zuckerl, was ich meiner Kundschaft anbieten konnte. Ja. Und irgendwann, hat es aber halt überhand genommen. Und jetzt ist halt so, dass ich momentan, wenn ich Glück habe, komme ich halt an einem Tag in der Woche in die Werkstatt bloß zum Nähen. Und da kommt man halt nicht wirklich weit. Aber dafür wird die Werkstatt jetzt gut von meinem Freund benutzt. Der ist da jetzt als Quereinsteiger auch zum Nähen gekommen. Was hat der vorher gemacht? Nee, der hat einen ganz normalen Job, ja. Der hat einen ganz normalen Job. Ja.
Der arbeitet in einer Firma, die Photovoltaikanlagen baut. Und als Quereinsteiger hat er jetzt das Nähen angefangen? Naja, als Ausgleich. Okay. Also der ist so offen und interessiert und wir haben uns kennengelernt in einer WG. Also als ich nach Schwaben gekommen bin, habe ich niemanden hier gekannt, habe ich gedacht, suche ich mir halt eine WG. Altes Bauernhaus, so, und da hat er auch gewohnt. Und dann sind wir halt, Mitbewohner plus geworden irgendwann. Und da hat er sich halt sehr interessiert und wollte halt auch nähen lernen, weil ich da ja auch die ganze Zeit mich mit Nähen beschäftigt habe. Ist ja auch völlig cool, sich seine eigenen Klamotten machen zu können. Ich träume davon. Also ja, es ist mega. Ja. Das ist super. Und dann habe ich ihn halt wirklich geknechtet. Er musste dann wirklich auf so einer Drehtnähmaschine erst einmal auf Papier nähen, bis er dann wirklich an den Stoff durfte. Und japanische Verhältnisse hier. Ja genau. Und so ist er dann zum Nähen gekommen. Hat am Anfang nur so, halt, keine Ahnung, Taschen mal genäht oder so Kuscheltiere für Freunde, wenn wieder ein Baby auf die Welt gekommen ist oder so. Und jetzt hat sich dann mit der Zeit so entwickelt, dass er Kappen näht. Also auch historisch inspirierte, von Trachten inspirierte Kappen, die, nennen wir Feierabendkappen. Sehen ein bisschen aus wie so ein halbhoher Fes, finde ich. Ja, eigentlich ein ganz einfacher Schnitt, ein runder Deckel und ein Rand. Aber halt keinen Schirm oder sowas dran, sondern einfach eine Kappe. Wo kommt ihr denn her? Also was wenn das auch aus der Tracht kommt. Also unser Bezug war das Schwäbische Ries. Da haben die Männer noch sehr lange Tracht getragen. Und das kennt man vielleicht so dieses bestickte blaue Hemd, was es ja ähnlich auch in Hessen gibt. So ein langes Hemd. Und dazu dann gerne eine Feierabendkappe. Die war aber eher dunkel, schwarz, hat auch öfters einen Posamentenknopf oben auf der Mitte gehabt und eine Quaste, die zur Seite runter fiel. Und das kennt man vielleicht auch so Spitzweg, ne? Der Lehrer oder der Maler oder was, so aus der Biedermeierzeit. Mhm. Eine Kappe einfach, die auf den Kopf wärmt und auch vor Rauch schützen sollte. Man kennt die nämlich im englischsprachigen Raum auch als Smoking Cap. Also in der Biedermeierzeit haben sich die Herren ja gerne mal zusammengesetzt und haben halt wichtige Dinge besprochen, während die Frauen brav in der Küche waren. Ja, genau. Und dann haben die im Haus, im geschlossenen Raum, haben die Mützen getragen. Man sagt sogar Hauskappe. Aber früher hat man ja auch noch nicht so beheizen können. Erstens mal das. Ja. Und zweitens haben die dann halt auch nicht so sehr nach Rauch gestunken, die Haare, wenn die ihre Feierabendkappe oder ihre Smoking Cap eben auf dem Kopf hatten. Genau. Und jetzt habt ihr Feierabendkappen im Angebot. Jetzt haben wir Feierabendkappen. Posamentenknöpfe, Feierabendkappen. Genau, weil eigentlich an der Feierabendkappe kann man auch echt super beschreiben, was Trachtenpunk ist oder was ich auch mit den Knöpfen mache. Ne? Also was Trachtenpunk ist? Ach so, das haben wir noch gar nicht gesagt. Hallo, ich bin Sandra Müller und ich betreibe das Label Trachtenpunk. Hallo Sandra. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Okay, ich habe auch noch die Posamentenknopfmanufaktur. Okay, verstehe. Das heißt, so langsam komme ich dahinter, was hier eigentlich los ist. Abgesehen davon, dass es hier sehr bunt ist und gemütlich. Okay, also der Trachtenpunk ist dein Geschäft. Ja. Und die Knöpfe haben dich dann halt irgendwann in den Griff genommen. Die sind dazugekommen. Ja. Deswegen, ich habe auch 2 Homepages. Es gibt Trachtenpunk und es gibt die Posamentenknopfmanufaktur. Okay. Natürlich. Und anhand der Kappen, dann erklär mir mal anhand der Kappen, die ich eben schon mal aufgesetzt habe, wo ich festgestellt habe, dass sie mir nicht stehen, was ich total schade finde, weil ich die unfassbar schön finde. Aber erklär mir bitte mal. Du wirst davon träumen, du wirst so eine Kappe brauchen. Der Trend geht zur Feierabendkappe. Und wenn man erstmal eine hat, dann braucht man... Collect them all. Hey, wir haben Fans. Es gibt Fans, die wirklich schon, ich weiß gar nicht, der eine, wie viele Kappen hat der inzwischen? 5 oder so. Ja, weil... Das ist einfach so, okay, ich soll aber eigentlich was erklären. Ne? Ja, genau. Aber mach ruhig mal, mach mal. Nein, ich wollte erklären, warum, also so an einer Feierabendkappe kann man gut erklären, was wir hier machen. Also ich lasse mich inspirieren von der historischen Tracht oder von historischem Handwerk und versuche es dann die heutige Zeit zu übertragen. Ja, also ich mag gerne so Brücken bauen von der Vergangenheit in die Gegenwart bis in die Zukunft. Und für manche ist es vielleicht schrill, aber es hat für mich trotzdem, ich habe immer einen Respekt vor dem, wo ich meine Inspiration herhole. Und ich möchte, dass es weiterlebt. Und ich mache halt mit meiner Arbeit oder mit unseren Produkten machen wir halt Angebote, die für Leute, die einfach Lust haben, was zu tragen, was mit
mit ihrer Region zu tun hat oder mit so einem Lebensgefühl, auch mit Nachhaltigkeit, ja, was irgendwie Tiefe hat. Du hast vorhin gesagt, studieren? Ich dachte, du hast eine Lehre gemacht. Hast du alles gemacht? Was hast denn du jetzt auch noch studiert? Naja, also erst einmal konnte ich mich nicht gescheit entscheiden. Und dann habe ich gehöre zur Generation Praktikum. Ich habe diverse Praktika gemacht. Mein erstes Praktikum war in einer Töpferei, dann bei einem Bildhauer, dann war ich in verschiedenen Schneidereien. Das habe ich aber teilweise schon während meinem Studium gemacht. Ja, also und dann hatte ich aber halt mühsam erkämpftes Abitur. Und in meiner Familie war es halt einfach so, klar, wenn du Abitur hast, dann studierst du halt auch. Und dann habe ich mir sehr schwer getan, was zu finden. Und weil erst habe ich überlegt, ob ich Kunst studiere. Dann habe ich mich das aber nicht getraut, weil ich irgendwie dachte, mein Selbstbewusstsein reicht dafür nicht aus. Und dann habe ich halt angefangen, europäische Ethnologie und Archäologie zu studieren. Das passt ja wie Faust aufs Auge. Ja, so im Nachhinein. Also ich habe mich dann auch, also das war nicht beabsichtigt, aber irgendwie hat sich halt rausgestellt, dass ich mich immer mit Kleidung, mit den Themen Heimat und Identität beschäftigt habe. Also in allen meinen Studienfächern. Und habe dann eben auch in verschiedenen Museen, in Kleidungsarchiven Praktika gemacht. Und habe da auch tatsächlich Trachten und andere historische Kleidungsstücke so in echt kennenlernen dürfen. Ja. Und dann habe ich aber im Hauptstudium mein Studium abgebrochen und bin hier nach Schwaben gekommen, um meine Lehre zu machen. Hattest du die Lehre da schon oder hast du gesagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Studium, ich ziehe jetzt nach Schwaben, weil ich finde es in Schwaben gut? Nee, also ich bin im Studium nicht so recht weitergekommen und habe dann gemerkt, dass ich einfach, ich hätte das gekonnt. Ich habe auch irgendwie mich schon ein bisschen drauf gefreut, auf meine Magisterarbeit. Das hätte mir schon Spaß gemacht, mich mal so in ein Thema voll reinzuknien. Welches so wäre das gewesen? Ja, nee, also ich hätte definitiv was mit Tracht gemacht. Okay. Definitiv, ja. Aber noch viel mehr war in mir der Wunsch, dass ich was erschaffen möchte. Ich möchte was Praktisches machen. Und das ist sowieso so ein Motor, ne? Also ich möchte was erschaffen. Ich bin nur glücklich, wenn ich was erschaffen habe oder erschaffen kann. Und ja, deswegen ist dann der Entschluss in mir mehr und mehr gereift, dass ich eine Lehre machen möchte zur Schneiderin. Und dafür habe ich dann mein liebes Frankenland verlassen. Aber dafür habe ich Bayerisch-Schwaben entdecken können. Vorher wusste ich gar nicht, dass das gibt. Ja, man denkt immer, Schwaben wäre Baden-Württemberg, ne? Genau, aber nein. Und deswegen ist es auch super, dass ich jetzt hier Bayern-Botschafterin sein darf und den Leuten erzählen kann, hey, es gibt noch mehr in Bayern. Es gibt sogar Schwaben. Was gibt's denn hier zu sehen? Was finde ich denn in Bayerisch-Schwaben? Ja, Bayerisch-Schwaben. Regimentenknöpfe, Trachten mit Gummidingsi, vom Fahrradschlauch. Ja, Bayerisch-Schwaben ist ja auch nicht ganz so klein. Also zum Beispiel das Allgäu gehört ja auch schon dazu. Aber hier, wo wir jetzt leben, gibt's viele Flüsse, viel Wasser und viele Radwege. Das ist das, was ich hier liebe. Ist jetzt in Franken, also meine Eltern, die leben in Pottenstein, da mit dem Rad oben am Berg, da komme ich nicht hin. Und das ist jetzt hier schon wirklich sehr cool, dass es hier so viele Radwege gibt. Ich habe einen Verdacht und vielleicht kannst du mir den bestätigen oder mir die Flausen aus dem Kopf schlagen. Kann es sein, dass das Thema Tracht insbesondere in Bayerisch-Schwaben ein großes Thema ist? Wie kommst du da drauf? Ich habe das Gefühl, dass immer, wenn ich in Bayerisch-Schwaben unterwegs bin, ich verstärkt mit Tracht zu tun habe. Interessant. Also ich habe das Gefühl, also ich kam ja aus Franken hier angereist. Und in Franken war ich immer ein bunter Hund mit meiner Kleidung. Und, na gut, mit deiner Kleidung, die ja nun besonders bunt ist auch, oder? Ja, aber das war ist ja die Tracht, auf die ich mich bezogen habe, auch. Okay. Also, sagen wir so, ich kam aus Franken und da war es nicht so üblich im Gottesdienst oder auf irgendwelchen Festen in einer Form von Tracht oder Dirndlgewand zu erscheinen. Und dann bin ich hier nach Bayerisch-Schwaben gekommen, habe festgestellt, hui, bei denen ist es hier normal. Also es ist oft so, dass Leute heiraten und sagen, wir heiraten in Tracht. Damit meinen sie halt jetzt nicht meine Art der Tracht, aber halt Dirndlgewand und was ja auch schön ist. Ja,
Vielleicht ist es die Nähe zum Allgäu, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es mehr als da, wo ich herkomme, präsent. Aber vielleicht liegt es auch an der Trachtenberatungsstelle, dass die einfach tolle Arbeit leistet. Also das ist halt auch das Coole, dass die Leute denken immer so, was du jetzt machst, muss doch den Leuten auch merkwürdig vorkommen oder irgendwie aufstoßen oder wie stehen denn da die Trachtenberatungsstellen dazu? Aber ich kenne halt alle bayerischen Trachtenberater und Beraterinnen und das sind alles aufgeschlossene Leute. Ja, das sind halt auch Wissenschaftler und die urteilen nicht und die sagen auch nicht, also unsere Tracht, die schaut jetzt so und so aus und die müsst ihr alle tragen. Das kannst du aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt gar nicht sagen. Und auch so nicht. Ja. Aber die bewahren eben historische Kleidungsstücke und das Wissen auch um ihre Herstellung. Und und wer Lust hat, da sich schlau zu machen, der kann da hingehen. Total cool. Gibt's da eigentlich noch was zu lernen? Also wisst ihr Fachleute, also Trachtenfachleute, wisst ihr jetzt alles darüber, wie früher Trachten hergestellt, getragen, eingesetzt wurden? Oder entdeckt ihr immer noch was Neues? Nee, also ich glaube, man kann... Verschollenem Wissen, sag ich mal. Ja, also das mit den Posamentenknöpfen, das war ja sowas, das war schon was Besonderes. Das passiert nicht die ganze Zeit. Also das war einfach ein Glücksfall. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das niemand auf dem Schirm hatte. Ich meine, diese Knöpfe waren doch an den Kleidungsstücken dran. Ja, aber die waren dann halt so beschrieben in den Inventarbüchern oder so, textile Knöpfe. Ja, und Fotografie ist so alt auch noch nicht, ne? Ja, doch, Fotos, ja. Aber also das gibt eine Beschreibung im Lexikon aus dem 18. Jahrhundert. Da sind die Knöpfe gezeichnet und da ist der Knopfmacher aufgeführt. Aber später gibt es dann immer viel. Hat dann keinen mehr interessiert. Ja, es ist halt auch mega aufwendig. Ich meine, setz dich da mal hin, mach einen Knopf, sitz eine halbe Stunde an einem Knopf, was jetzt also im Durchschnitt auch für mich als Profi eine halbe Stunde ein Knopf, ne, ist denkbar. Wenn ich einen Knopf machen soll für einen Auftrag, dann mache ich halt gerne mal 5 oder 10, weil ich mich nicht entscheiden kann, weil es so viele Möglichkeiten gibt, die Farben auch zu kombinieren, ne? Und allein dadurch habe ich schon wieder ganz viele Knöpfe in meinem Schatzkästchen. Aber theoretisch müsste man das ja auch mit einberechnen in die Produktionszeit von so einem Knopf. Mhm. Und dann willst du ja meistens nicht bloß einen Knopf, sondern wenn du ein Kleidungsstück beknopfen willst, dann willst du halt, weiß ich nicht, 6 Knöpfe. Ja, und das jeweils eine halbe Stunde sind alleine 3 Stunden, die Knöpfe herzustellen. Ja. 3 Stunden Arbeitslohn, das Know-how, was du dir über die Jahrzehnte angeeignet hast, die Materialien. Und dann kosten mich die 6 Knöpfe auf einmal 200 €. Ja. Und das sieht keiner mehr ein. Genau. Und deswegen ist es also, ja, so eine Feierabendkappe zum Beispiel ist cool, weil da ist halt nur ein Knopf oben drauf. Das geht gerade noch so. Ist das hier ein Verkaufsgespräch? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich fühle mich so unter Druck gesetzt plötzlich. Ja, ich finde, es ist so, mich friert so, wenn ich deinen Kopf sehe. Ist ja kalt irgendwie. Also angenommen, ich kriege jetzt so eine Kappe, natürlich zum Einkaufspreis. Woraus sind die eigentlich? Was ist das für ein Stoff? Ja, also das ist das Besondere an unseren Kleidungsstücken aus unserer Werkstatt, dass wir zusammenarbeiten mit einer historischen Weberei in Nordhessen. Das fühlt sich nämlich an wie, weißt du, so an Omas Sofa, dieses so. Ja, es ist halt ein fester Stoff, ne? Ja. Nicht so lommelig. Lommelig. Sehr schön, das gehört lommelig. Das ist eben nett. Genau, und da sind noch mechanische Webstühle, Jacquard-Webstühle in Gebrauch. Das ist also was ganz Besonderes und deswegen sind die Stoffe auch sehr hochwertig. Und die lassen wir dort anfertigen, extra. Und deswegen passen auch all unsere Kleidungsstücke zusammen. Also ich habe mich jetzt beschränkt auf bestimmte Schnitte für meine Oberteile, die ich mache. Und auch auf bestimmte Stoffe. Nämlich hauptsächlich arbeiten wir mit dieser Weberei zusammen. Aber was machen die anders als andere Webereien? Ja, find erst mal eine Weberei in Deutschland. Mhm. Das ist so der Punkt 1. Und dann eben, dass diese alten Webstühle da noch in Gebrauch sind. Das ist wirklich, also die bewahren Industriekultur im Grunde. Was heißt alt? Wie alt? Ja, ich glaube, der jüngste ist von 1980. Also ich glaube, jetzt rüsten sie auch um. Jetzt kommt auch was Neues. Mhm. Es kommt auch eine elektrische Jacquard-Maschine. Aber die anderen haben eben noch Lochkarten. Also, ja. Was macht man denn mit Lochkarten am Webstuhl?
Ich meine, das letzte Mal, dass ich... okay. Also das ist... Ja, ich kann die Technik jetzt auch nicht so super erklären. Entschuldigung. Es ist aber wirklich, es ist ein Wunder. Und die Stoffe sind halt wunderschön und er macht auch... Also in der Weberei werden auch historische Muster neu aufgelegt. Also es gibt einige Muster, wo unser Weber eine historische Trachtenweste zum Beispiel als Vorbild hatte und dann arbeitet er ja auch mit anderen Leuten zusammen, also mit einer Musterzeichnerin zum Beispiel und dann mit jemandem, der die Lochkarten schlägt. So, also das ist ein Riesenaufwand. Aber so gibt's dann eben heutzutage wieder Muster zu kaufen, die es früher mal gab bei der Tracht. Ist das was ganz normal marktgängig ist? Also das klingt so, als wäre das so fast ein musealer Betrieb. Ja, das sieht auch so ein bisschen museal aus, aber der kann der davon leben? Ja, also der versendet weltweit und beliefert eben viel auch Theater. Also es ist aber wirklich was ganz Spezielles und Besonderes. Es macht mir total Spaß, mit diesen Stoffen zu arbeiten. Wir verwenden hauptsächlich Stoffe, also alle Stoffe, die wir verwenden, haben eine Baumwollkette. Und das heißt... Kette war, es gab Schuss und... Nee, ja, Kette, doch, genau, Kette und Schuss. Gott, ist das lange her, genau. Kette war das, was aufgespannt ist und Schuss war das, was dann so durchgeschossen wird. Ja, okay. Mhm. Und deswegen, also bei uns passt halt jetzt, es passt alles zusammen. Also die Kappen, die mein Freund macht, die Kollektion, die nennt sich von Hutsitz, also diese von Hutsitz Feierabendkappen, die passen wiederum zu den Kleidern, die ich nähe. Ich mache auch Accessoires, also ich mache Krägen, ich mache Schnürgürtel. Wenn es geht, baue ich natürlich schon gerne Posamentenknöpfe ein, aber muss nicht immer sein. Ja, und das passt halt einfach alles schön zusammen. Und so habe ich früher nicht gearbeitet. Also am Anfang meiner Selbstständigkeit als Schneiderin hatten die Kundschaft auch Stoffe mitbringen können, beziehungsweise ich habe halt auch alte Bettwäsche oder aus dem großen Sammelsurium vom Flohmarkt und so weiter Sachen verwendet. Das mache ich jetzt schon auch noch manchmal und baue ein Futter ein oder so, wenn eine Kundschaft was mitbringt und es unbedingt verbaut haben will. Aber sonst habe ich mich eben auf diese hochwertigen Jacquard-Stoffe festgelegt. Und wenn du sagst, es passt alles zusammen, kommt das daher, dass du nur eine begrenzte Auswahl an Mustern benutzt oder liegt es tatsächlich an der, ja, am Gefühl des Stoffes, also an der Machart des Stoffes selber? Das liegt da an der Machart des Stoffes, aber natürlich auch an den Mustern. Der hat unzählige Muster. Ich glaube, der weiß selber gar nicht, wie viele er hat. Und da haben wir uns eben ein paar ausgesucht, die uns besonders gut gefallen. Und die haben wir in unterschiedlichen Farbstellungen oder lassen die eben dann anfertigen, wenn wir was Besonderes brauchen. Und also man sieht schon, dass das alles irgendwie aus einer Werkstatt kommt. Okay. Ja, und jetzt momentan, ich gehe immer weiter weg, habe ich das Gefühl von so einer einengenden Tracht. Also ich bin jetzt momentan eher in Richtung Alltagsmode unterwegs. Jetzt heute habe ich zum Beispiel ein weites Kleid an, was ganz bequem zu tragen ist. Das ist halt in der Pandemie entstanden, ja, in der Corona-Zeit, wo alle so ein bisschen lockerer daheim rumgegammelt haben. Und da hatte ich auch keine Lust mehr, mich so einzuengen im Alltag. Und aber jetzt zum Beispiel bei dem Kleid, was ich heute anhab, da habe ich das Oberteil ist auch aus einem Stoff gefertigt, der aus dieser Weberei ist. Und der Stoff zitiert eine Ochsenfurter Tracht. Eine Ochsenfurter Tracht, wodurch zitierte der Stoff also das? Der ist, wir kennen im Belege eine Männerweste und auch ein Frauenmieder habe ich schon gesehen, also ein historisches aus dieser Region, wo dieses Muster vorkommt. Und unser Weber hat es halt Pflanze? neu aufgelegt. Irgendeine Blume, eine Pflanze? Ja, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Tulpe. Ja. Und im Hintergrund ist es aber ja grafisch, würde ich sagen. Es sind Rauten und zwischendrin noch kleine Streublümchen. Es ist aber ein grafisches und geordnetes Muster. Genau. Und dazu habe ich dann noch einen Kragen an, wo auch die Stoffe eingebaut sind aus der Weberei. Und das ist so mein Lieblingsalltagskleid. Also es hat einen Bezug zur Geschichte, es hat einen Bezug zur Tracht, aber ich muss ihn erklären, man sieht ihn nicht mehr auf den ersten Blick. Ich versuche zu begreifen, was das Besondere an diesem Stoff ist. Ja, der ist einfach der macht so einen extrem stabilen Eindruck. Ja, das ist, also Jacquard ist, das ist nicht gedruckt, sondern das Muster ist eingewebt. Ja, und das heißt, hier bei dem Stoff ist es so, der wirkt etwas dicker und fester, weil auf der Rückseite ganz, ganz viele Fäden entlang laufen, die eben diese Blumen ausdefinieren.
Und das ist eben das Besondere, dass die Muster eingewebt sind und nicht aufgedruckt. Na, aber die sind ja auch, wenn ich irgendwie ein ganz normales Hemd mir kaufe, das ist im Zweifelsfall vielleicht gestreift oder kariert. Aber da ist das ja auch eingewebt, aber das sieht nicht so stabil aus. Also der Stoff, Stoffe. Ja, vielleicht ist das Ding. Also weil der Stoff von deinem Kleid sieht aus, als würde das 100 Jahre halten. Ja, das soll es auch. Das muss es auch. Das ist mein Anspruch. Das soll halt alltagstauglich sein und trotzdem irgendwie schick. Also ich mag auch sehr gerne Sachen, die man vielseitig kombinieren kann. Ich komme aus einer Trachtenregion, da jetzt in Oberfranken oder auch bei meiner Uroma war es auch so, dass wo Oberteil und Rock voneinander getrennt sind bei der Frauentracht. Und das finde ich halt super cool, weil da kann ich total viel kombinieren. Da kann ich auch mal das Mieder zu einer Jeans tragen oder zu einem Bahnenrock. Oder ich kann es mal drin im Rock tragen, mal draußen. Also da kann ich einfach viel variieren. Und das liebe ich eben auch an den Accessoires. Ne? So ein Kragen auf dem Kleid, das sieht das Kleid plötzlich ganz anders aus. Oder ein Gürtel kann ich hinmachen oder nicht. Also das mag ich irgendwie so spielen. Möglichkeiten. Ist das Zufall, dass du im Wesentlichen für Frauen schneiderst? Oder Nein, ich bin Damenmaßschneiderin. Ah. Das heißt, es gibt theoretisch genauso viel Herrentracht? Herrentracht klingt irgendwie. Was heißt theoretisch? Also naja, vielleicht auch dann halt praktisch. Also nein, das kommt mir so vor, als gäbe es gar nicht so viel Tracht im Männerbereich. Also irgendwie hört sich das so an, als wäre Tracht was verstärkt Frauen getragen hätten. Nee, ich rede halt jetzt immer von Tracht, weil ich von Frauentracht, weil ich Damenmaßschneiderin bin. Also für Männer gibt's durchaus auch sehr, sehr coole Sachen. Aber vielleicht ist es so, dass bei den Frauen es einfach mehr Kleidungsstücke gibt, mit denen ich spielen kann. Also wie soll ich jetzt sagen, es gibt auch Männer, die Frauentrachten tragen, die sind aber eher selten. Ja, stimmt. Männer tragen immer nur Anzüge und Frauen tragen die schönen Sachen. Ja. Ja, du könntest was dran ändern, indem du dir zum Beispiel eine Feierabendkappe von Hutsitz kaufst. Mein Gott. Das nimmt kein Ende hier. Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Sandra Müller, vielen Dank. Danke.